kommst mit auf eine kleine Reise, auf einen Besuch ins Schlummerland. Heute fällt es dem Gluri nicht so leicht zum Einschlafen. Sein Freund Flick hat darum die Idee, ihm ein paar Lichtchen übers Bett zu hängen. Für das fragt er die Pa, ein Wesen, das am Himmel die Sterne anzündet. Mit den funkelnden Sternchen der Pa können der Gluri und der Flick dann ganz friedlich einpfusen. Also, dann machst du jetzt so bequem, wie es nur geht. Und dann machst du deine Augen zu. Der Ort, wo du bist, ist immer noch da, auch wenn du die Augen zu hast. Und jetzt stellst du dir vor, dass irgendwo da in der Nähe um dich herum eine Tür siehst. Eine Tür mit einer Türfalle. Wenn du jetzt die Türfalle abdrückst und durch die Tür durchgehst, bist du da. Im schönsten Land, das es gibt. Im Schlummerland. Es gibt Tage, da ist es im Schlummerland lang dunkel. Tage, wo die Sonne spät am Himmel auftaucht und wo sie früh wieder geht. Mit der Sonne ist es im Schlummerland so, dass sie nicht auf- und untergeht, wie bei uns. Vielmehr entsteht sie als kleines Pünktchen und wird dann grösser, bis sie als runder Ball am Himmel scheint. Wenn es dann Zeit ist für sie, zum Mond und der Nacht Platz zu machen, wird sie wieder kleiner und kleiner, bis sie dann zuletzt als Tüpfchen wieder verschwindet. An diesen Tagen, wo es lang dunkel ist im Schlummerland, wird der Sonnenpunkt nicht richtig gross, sondern schimmert nur fein als kleine Kugeln am Himmelszelt. Auch die Munds können die Sonne dann sehen. Munds sind weiche, liebe Wesen mit grossen Augen, Händen und Füßen. Ihre Charakter sind so unterschiedlich wie bei uns Menschen. Es gibt lustige, neugierige, ruhige und schüche. Jeder Mund hat im Schlummerland seinen Platz, ganz gleich, was er gerne macht oder wie er sich gerade fühlt. Auch der Flick und der Gluri sind Munds. Der Flick ist ein bisschen länger schon im Schlummerland als der Gluri, aber beide Munds sind eher jung. Der Flick war dabei, als der Gluri das erste Mal im Schlummerland auftaucht ist, und seitdem verbringen die beiden sehr gerne Zeit miteinander. Der Gluri schläft auch oft beim Flick. Der wohnt schon seit einer ganzen Weile in einem Pflanzenzimmer, einer Kugel aus Zweig und Blätter und Blüten und Moos. Der Bolle schwebt leicht über dem Boden und hat einen runden Eingang, der direkt in ein kuscheliges, mit Küsse und Decken auspolstertes Nest führt. Auch jetzt liegen der Flick und der Gluri in dem Pflanzenzimmer und schauen rauf zu der dicht grün bewachsenen Decke. Am Morgen sind sie noch am See spazieren und haben dann Lust bekommen, um wieder zurück ins Pflanzenzimmer zu schlüpfen. Der Gluri ist müde. Er weiss das, weil sein Körper sich ganz schwer anfühlt und seine Augen auch. Und wenn er die Augen zumacht, dann ist es angenehm und er fühlt sich ruhig und weich. Darum hat er gedacht, dass er da ins Bett einen kleinen Pfuss machen will, auch wenn es noch nicht Abend ist. Bei den Munds kommt das allerdings sehr oft vor, dass sie einfach irgendwann anliegen und schlafen. Einfach, weil sie Lust drauf haben und spüren, dass ihnen das jetzt gut tut. Der Flick liegt auch beim Gluri.
auch wenn er selber noch nicht richtig müde ist. Aber ein bisschen da liegen und in die Blätter schauen, die alle ein bisschen eine andere Form haben, das findet er gerade an so einem dunklen Tag auch sehr schön. Der Gluri kehrt sich im Bett auf die eine Seite und dann auf die andere. Es ist schon bequem und er ist auch müde, aber irgendwie schafft er es nicht, zum so zu liegen, dass er einschlafen kann. Er büschelt sich ein Küssi unter den Kopf und zieht die weiche, blau-weisse Wolldecke bis zum Kinn rauf. Irgendwie immer noch nicht. Der Flick unterdessen liegt ganz ruhig neben dem Gluri und hat seinen Kopf in seine Hand gestützt. «Ist es etwas schwierig zum Einschlafen, Gluri?» fragt der Flick seinen Freund. «Mhm», grummelt der Gluri und kehrt sich nochmal. Der Flick überlegt. «Das habe ich manchmal auch. Ich bin müde, will schlafen, aber irgendwie geht es nicht. Dann studiere ich an Sachen um oder denke, was morgen ist oder was übermorgen passiert. Was mir dann einmal hilft, ist Schnaufen. Ganz tief, so dass ich spüre, wie sich mein Bauch lupft und senkt. Manchmal hilft es auch, sagt der Flick, um etwas um sich herum zu verändern. Zum Beispiel die Decke umkehren. Oh, oder wir könnten auch anderes Licht machen. Was meinst du, wenn wir schauen, ob wir da an die Decke vom Pflanzenzimmer ein paar Sternchen zaubern können? Der Gluri nickt. Das stellt er sich sehr schön vor, wenn da innen in dem grünlich schimmernden Raum noch ein paar Sternchen würden leuchten. Da kommt dem Flick etwas in den Sinn. Er erinnert sich daran, dass er mal mit seiner Freundin Fanian in den Himmel geflogen ist. Und dort hat er die Pa vom Volk der Ätholis kennengelernt. Die Pa ist eines von diesen Wesen, wo, wenn es Nacht wird im Schlummerland, die Sternchen anknipst. Es wäre doch schön, denkt der Flick, wenn die Pa auch da im Pflanzenzimmer ein paar Sternchen anzünden könnte. Vielleicht geht das ja. Der Flick weiss, dass es bei den Ätholis so ist, dass sie alle für ein Sternenbild am Himmel verantwortlich sind. Das stellen sie in der Nacht an und am Morgen wieder ab. Es ist ihm auch klar, dass die Ätholis eigentlich schlafen am Tag und dafür eben in der Nacht wach sind. Aber vielleicht... «Ich kann es ja einfach mal probieren», sagt der Flick jetzt laut und der Gluri schaut ihn ein bisschen verwundert an. Der Flick legt seinen Finger auf seinen Bauchnabel. Der Bauchnabel, das ist das Zentrum der Munds ihrer Kraft. Mit dem Bauchnabel können sie zaubern. Und sie können auch Verbindung aufnehmen mit anderen Wesen, die im Schlummerland wohnen. Für das tun sie nicht wie beim Zaubern 3-mal auf den Bauchnabel klopfen, sondern einmal. Dafür ein bisschen länger. Dabei denken sie ganz fest an das Wesen, wo sie möchten eine Nachricht schicken. Manchmal
sieht man die Nachricht, die rausgeht. Aber oft ist es mehr so ein bisschen wie Gedankenübertragung. So machen die Muns auch untereinander ab. Also, wenn der Flick zum Beispiel die Fanian neu treffen, dann drückt er einmal lang in die Bauchnabelmulde und denkt an sie. Und auch an den Ort und an den Moment im Tag, wo sie sich treffen wollen. Fast gleichzeitig leuchtet dann der Fanian ihren Bauchnabel auf und sie spürt, was der Flick ihr mitteilen will. Ort und Moment von ihrem nächsten Treffen weiss sie dann aufs Mal einfach. Eigentlich, denkt der Flick, könnte das gut auch mit dem Paar funktionieren. Er drückt seinen Finger fein auf seinen Bauchnabel und denkt an sie. Er fragt sie still und mit zugehenden Augen, ob sie echt aufwachen und runterkommen, um am Gluri und ihm ein paar Sternchen schenken. Mal schauen, was passiert, sagt der Flick zum Gluri, wo immer noch nicht ganz draus kommt, was sein Freund da macht. Der Flick lächelt dann an. Weisst, ich habe eine Freundin von mir gefragt, ob sie uns echt ein paar Sternchen mag bringen. Der Flick und der Gluri schauen raus in den dunklen Tag. Es ist ein bisschen neblig da am Ufer vom See. Sie warten und warten. Der Gluri spürt, wie ihn das Stillsein noch müder macht. Er kuschelt sich an den Flick an und seufzt. Und dann hören sie die Paar. Zuerst ist es ein glasklares Flirren in der Luft, das näher und näher kommt. Und dann schwebt sie auf ihrem glasigen Teller durch den runden Eingang vom Pflanzenzimmer. Sie sieht noch genau so aus, wie der Flick sie in Erinnerung hat. Ihre Haut schimmert hell, glänzig und glatt. Klein ist sie. Ihr Körper sehr schlank und ihre weißen Haare sind wie aus weichem, beweglichem Glas und fallen ihr in grossen Wellen auf die zarten Schulterchen. Sie hat weite Hosen und ein weites Oberteil mit langen Ärmeln an. Beides aus einem schimmerig hellen Stoff. Im Schneidersitz sitzt sie auf ihrem fliegenden Glasteller. Über sich eine dünne Decke, die wie aus silbrig glitzernden Fäden gewoben ist. Sie lächelt den Flick und den Gluri verschmitzt an. Ein paar Strähnen von ihren Haaren fallen ihr ins Gesicht und mit einer schimmerigen Hand streicht sie zurück. «Hoi Flick», sagt Pa. «Ich habe deine Nachricht bekommen. Ich war am Pfusen in unserem Heimatstern mit allen anderen Etolis. Träumt habe ich vom Sternenhimmel, wo ich plötzlich dich gesehen habe im Traum. Du hast mich gefragt, ob ich da unten ein paar Sternchen für euch anzünden könnte. Also für dich und den Gluri, oder?» Der Gluri nickt, ganz fasziniert von dem besonderen Wesen. Im Traum habe ich euch dann gesehen, da im Pflanzenzimmer, und kurz darauf bin ich verwacht. Ich
bin ganz leislich losgegangen, vorbei an meinen pfusenden Freundinnen und Freunden. Und jetzt bin ich da. Es ist das erste Mal, dass ich am Tag durchs Schlummerland geflogen bin. Und auch das erste Mal, dass ich den Himmel verlassen habe. Ist noch schön da bei euch. Grün und wohlig. Sonst sehe ich die Welt da ja einmal nur von oben und Nacht. Der Flick würde Pa am liebsten umarmen. Es so lieb, dass sie gekommen ist, um ihnen ein bisschen Licht zu bringen, ein bisschen Glanz zum Einschlafen. So schön, Pa, dass du da bist und dass du für uns aufgestanden bist, sagt der Flick. Meinst du, könntest uns ein paar Sternchen da an die Decke vom Pflanzenzimmer hängen? Das mache ich gern, Flick, sagt Pa. Ich sehe, der Gluri ist müde und meine Sternchen helfen sicher, dass er wohlig und bald einschlafen kann. Im Himmel oben sind ja die Sternenbilder schon da und ich tue sie nur anzünden. Aber da braucht es neue. Ein neues Sternenbild sozusagen. Eins, das zu euch passt. Die Pa schauen den Gluri und den Flick lang und genau an und lächelt. Dann fliegt sie auf ihrem Teller zu der gewölbten Decke vom Pflanzenzimmer. Sie streckt ihren Zeigefinger aus und tippt an verschiedenen Stellen in die grüne Fläche aus Zweigli, Blättern und Blumen. Immer mal wieder macht sie eine kurze Pause, hebt den Kopf schräg überlegt und berührt dann da und dort wieder einen Teil von der Innenwand der Pflanzenkugel. Nach einer ganzen Weile schwebt Pa wieder runter zum Flick und dem Gluri. So, und jetzt zünden wir es an. Pa schnipst mit ihren glasigen Fingern in die Luft. In der dichten Pflanzendecke vom Zimmer sehen die beiden Muns jetzt ein Sternchen nach dem anderen aufblinken. Hell, klar und zärtlich. Nah dies nah sehen der Flick und der Gluri, was für ein Sternenbild Pa ihnen da angezeichnet hat. Mit jedem Sternli, das aufleuchtet, wird das Bild ein bisschen dichter, bis es am Schluss ganz klar zu erkennen ist. Es ist ein grosser Baum mit Wurzeln, einem dicken Stamm und einer grossen, breiten Krone. Der Gluri juchzt vor Freude. Die Zeichnung aus Sternen glitzert über ihnen, so hell, dass das Fell der Muns im Licht schimmert. Der Gluri kuschelt sich noch etwas tiefer in die weichen Küsse und Decken, die um ihn herum verteilt sind. Mit müden Äuglein schaut er auf in die Sterne, die sich funkelnd in seinen Augen spiegeln. Nah werden seine Augen schwerer und irgendwann macht er es nicht mehr auf, nach dem Blinzeln. Auch der Flick deckt sich zu. Er spürt dem Gluri seine vertraute Wärme neben sich und legt den Arm um den kleinen Mund. Die Pa schwebt jetzt auf ihrem Glastellerli vor ihnen.
Der Flick nickt ihr zu und flüstert ein ruhiges Danke. Sie lächelt die beiden Mums an, winkt und liegt dann auch ab auf ihrer Unterlage, die Silberdecke über sich. Ein kurzes, feines Klirren geht von ihr aus. Etwas, das im Flick seinen Ohren tönt wie ein leisliches Tschüss. Sie liegt auf dem Rücken, ihre Arme hinter dem Kopf verschränkt. Und dann schwebt das Tellerli mit dem Paar drauf zum Zimmer aus. Wieder Richtung Himmel, Richtung Stern, wo die Etolis schlafen. Im Pflanzenzimmer ist es still. Der Gluri schlaft. Und auch der Flick fühlt sich wohlig schwer. Einmal mehr ist er froh und dankbar, dass er da im Schlummerland wohnt. Dass er da so viel Magie, Liebe und Mitgefühl erlebt. Wie lieb, dass das Paar aufgewacht und runtergekommen ist. Einfach, um ihnen eine Freude zu machen. Wie sie sich Mühe gegeben hat beim Sternenbild. Dem grossen Baum, wo jetzt an der Decke über ihnen funkelt. Es ist gemacht mit Sorgfalt und Achtsamkeit. Mit Geduld und Ruhe und ganz viel Fürsorge. Und alles ist, wie es ist im Schlummerland. Der Flick und der Gluri schlafen tief und fest. Unter ihnen und über ihnen ist alles weich und still. Nur ganz ein feines und langsames Schnaufen kann man noch hören. Ein und aus. Und ein.